Vakanz geben gehen, eine Vakanz, die dieses Jahr wegen Corona irgendwie bisher anders wird ausgesehen. Wie Vakanz kann ausgesehen, wo man Vakanz können machen, was heute zu Lützeburg lebt, wie auch Lützeburg zusammen mit der Europäischen Union den Sektor unterstützt, den immerhin 10% von unserem BIP ausmischt. Darüber wollen wir heute schwätzen, darüber schwätzen wir heute mit dem Next Dallas, mit dem Tourismusminister, mit dem Europadeputierten Marc Angel, den am Europaparlament unter anderem im Bereich Konsumentenschutz schafft, mir auch Präsident vom Luxemburg City Tourist Office ist, mit der Europadeputiert Tilly Metz, die am Transport an Tourismus für das Europaparlament schafft, die auch im Bereich öffentliche Gesundheit, an ländliche Entwicklung, die auch eine Rolle spielen an dem Kontext, aktiv ist, engagiert. Und vom Terrain haben wir den Fernand Heinig, den Präsident von der Union, von der Reseagence Lützeburg, an den Generalsekretär von der URESCA, den François Köpp. Ich meine, da haben wir ein Panel, mit dem wir über all die Fragen können googeln, die als Konsument oder auch als Aktiven am Sektor selber interessieren. Haut das die 8 Editionen von Eisen EU-Token, die wir als Sender dem Ausbruch von der Pandemie organisieren als Büro vom Europaparlament. Und ich freue mich, dass ihr auch alle Gürten mit dabei sind. Der Jonathan Conchon von Eisenbüro wird auch das Talkrund moderieren bisher nur. Vielen Dank, Christoph Schröder, auch von meiner Seite als auch ein herzliches Willkommen und das Panel und auch und als Zuschauer am Zoom, auf YouTube und auf RTL LU. Ich habe ganz effektiv, das den Christoph Schröder an seinem Modebienvenue gesucht hat, effektiv knapp 10% möchten Tourismus aus dem BIP zu Lützeburg 30.000 Arbeitsplätze hängen. Tourismus hier am Land als 27 Millionen Arbeitsplätze an der Europäischen Union. Das ist also ein ganz, ganz wichtiger Sektor, an über die Konsequenzen von der Krise auf den Sektor schwätzen wir eben lo. Aber die echt froh, die der Christoph auch gerade gestaltet wird, oder auch den Titel aus dieser Veranstaltung hat, als Vakanz, Fragezeichen. Und du willst gegen mich mit einer persönlichen Frage anfangen, Tilly. Wie ist es bei dir? Hast du durch Corona-Krise deinen Vakanzplan angepasst? Gehst du an Vakanz, wie fährst du an Vakanz oder ist alles beim Gleichen geblieben? Das ist so, dass ja ganz klar auch Richtlinien, Rekommendationen ausgehen von der Europäischen Kommission auf ganz unterschiedlichen Niveaus, sowohl für Reisen, aber auch wegen längere Reisen, Reisen, und nicht wie spät, wie ich meine, für eine kleine Woche. Und auch Kommissarin für Home Affairs wird ganz klar gesagt, dass am Anfang alle Länder von der Europäischen Union die Grenzen sollen abmachen ab mit Juni. Das heißt, ich bin ganz optimistisch, dass wir aber bei der Familie von meiner Frau können gehen an Italien, gerade an Italien, aber ich wäre ganz froh, effektiv für dich zu können hinzukommen. Marc, wie ist es bei dir? Angepassten Vakanzenplan oder bleibt es beim Malen? Bleibt plus mal beim Malen, weil ich ganz gerne sowieso immer an Europa gereist bin, weil ich viel Reisen für Dabest, wo ich muss immer Kontrakten haben, Flughafen und so weiter und so fort. Dafür bin ich froh. Am Sommer, am August bleiben ich immer zu Lützeburg, weil im August ein formidable Monat ist zu Lützeburg und da kann ich dann Weekend von einer formidablen Offerte profitieren. Aber für den Rest tuckere ich immens gerne gemütlich durch die Bourgogne, über d'Ardèche, irgendwo in den Süden von Frankreich oder Europa auf die Ostsee, wenn wir durch Deutschland fahren, mit kleinen Etappen, weil es gibt so viel zu sehen an Europa, an unserer Grenzregion, dass ich das ganz gerne mache, ganz relax mache. Wenn ich das richtig verstehe, ein Roadtrip mit dem eigenen Auto. Ja, das ist ja ein Roadtrip mit dem eigenen Auto. Herr Minister, muss ich euch die Frage überhaupt stellen oder ist bei ihr klar, Hashtag Vakanz daheim? Natürlich ganz klar, Hashtag Vakanz daheim, aber nicht nur Hashtag Vakanz daheim. Ich denke, dass es eben gerade über den Sommer, so wie den Marc Angel gerade schon gesagt hat, auch zu Lützeburg natürlich wieder perfekt ist, sodass ich dann über den Sommer bleibe. Ich selber immer heim, ich selber komme aus dem Osten. Dafür ich am Norden, ich am Süden, am Westen, gibt es so viele Plätze für zu sehen, natürlich. Und dort Vakanzen bleiben nicht viel changieren.
François Köpp, dir sieht eng von euren zwei Personen halt, die Terrain schaffen. Wo dir an der aktueller Zeit einfach gedanklich Ressourcen für ihr über also Gedanken über dein Vakanz am Sommer oder hast du wirklich die letzte Priorität? Dat ass Ment net még Prioritéit der ganz richtig a wie der Teil las ich kun mir Vakanz gedurcht hun gedurcht, dat mein ganz paar die aner Probleme im Terrain ze lesen hunn. méi ich quer awer ma och den anderen Wigentuelle, wo man awer effektiv bisssen ha am Landwirte bleiben, awer och bisssen iwwer Grenzen wäch gucken, fir ze gucken, na den bisssen Luftwiesel huet, ich spengen alles ze summen, memmer flotte Mixdraus a mir mechen der Beger der Situation. Also der Tischmannschaft verschieden bei ihr dann auch dir wetten den Auto wollen. Wir machen dat ganz gerne am Auto, nämlich Menschen mobil, wir Heinz de Fliege, wann bis wie weit geht, mir alles was an Destination, das vom Auto kann erreichen, kann ich ganz gerne mein Automat, ganz klar. Herr Heinig, ich meine so froh und Konzernären jetzt ganz direkt frohen ob Leute Weitleit verresen, auch so am Asian Auto verresen oder ob sie mit einem Bus verresen, ein organisiert Auslandsdienst, dass für den Business den ich konzerniert. Wie steht es denn eher Vakanzplan? Ich bin op der Musel all der Vakanz der Musel. net mich spät wie haut mein Flieger bei Luxe gebucht an geht op eng ganz schön Insel aus Spanien. Wie gesagt, mir lebe vom Tourismus an ich will mir dat ganz doch selber hochgucken. Sie ganz positiv, dat all die Moosnahmen, die Logo gehen Grenze gehen op dat geht wie gesagt, wir müssen den Tourismus weiter unterstützen, ob das Lütze will oder an Europa oder an der Welt. Wenn den Tourismus abbricht, dann kriegen wir ein großes Problem, wirtschaftliche Probleme. Und noch viele wirtschaftliche Flüchtlinge, dann ist es Träger an Europa. Die nächste Zukunft muss man aber weiter reisen können. Ich hoffe, dass das dann den nächsten Monat Jahren dann besser geht wie das Zeit. Ja. Dir gerade gesagt, ihr den Flug gebucht ja, auf Spanien. Wie ist bei Ihren Agenzen, wenn das Leute beruht? Das am Moment, also der Risikodelmodell in europäischen Ländern, wo die Touristen als gewisse Länder nicht akzeptieren, das ist total unklar, wo in der Reisen auch für Lützebäuer, also auch nicht ganz offensichtlich, wie liegt das gerade bei ihr so oder Berodung mit dem Klient? Berodung, Gott sei Dank, immer viele Schrieben, die noch nicht absehen. Wir waren auch für drin immer ab. Das heißt, wir waren immer recht bei E-Mail oder über Telefon. Das heißt, Berodung und Leute bei uns kriegt. Mir das wirklich schwer, weil Grenzen, am 15. Juni soll ja an Europa mal EU-Grenzen abgehen und mit anderen noch verbunden. Das gibt es schon Hilfe für Europa zu reisen, wenn wir eine Ähnlichkeit hätten. Da gehen da auch Sachen wie Sicherheits- und Hygienemaßnahmen, da muss ich auch sagen, die nicht kohärent sind an der EU. Wir wissen nicht, man Transport, ob das fliegen als Zug oder Bus. Du hast letztlich ähnlich als wie Italien. Schon ein gutes Beispiel, Luxe kann nicht an Italien fliegen, weil Italien hat eine Bestimmung, 50% vom Flieger, der Schiff besetzt sind. Das heißt, also das für alle Transporteure ist doch schwer, total in anderen Maßnahmen. Und das bedauere ich ein bisschen, wenn ich so direkt so, dass an der EU keine richtige Kohärenz gibt an den Maßnahmen. Sicherheit, Hygiene, du möchtest alle Länder ein bisschen sehen, nicht Zopp. Und das ist schwer natürlich für den Tourismus. Das wäre schon gut, von der Zukunft, da gibt es mehr zusammengeschwert, dass den ähnliche Maßnahmen hat oder Mesuren am Anfang. Weil, ich meine, das ist schwer für uns Leute zu beraten, weil man nicht, wir kriegen zwar viele Informationen, muss die selber sicher gehen, an die Länder oder an die Hotels, an die Restaurants und so. Und das wäre ganz, ganz wichtig, von der EU gibt nicht immer rekommandieren, mehr Direktiv, die rausgehen, weil richtig ist. Ich gehe auch froh weiter und den Herr Köpp. Sektor von der Oraska betrifft ja logischerweise Restaurant und Hotel hier am Land. Wie erlebt ihr aktuell die Situation an den letzten Wochen oder wie guckt ihr auch vor allem an Zukunft, an die nächsten Wochen, an das Markt? Meier das schläst schon Vierredner run zu Grenzen als Gift wird Geschäft, das ganz klar an das auch richtig schwer gesucht wird, dass immens so klar wen wert wo dir. Mir hat Lofir kurzem hat meine Publikation an Holland, wo Drachtung dir wieder der Blitzbusch kommen ausständig Gächt wären hai verboten. Weil aber nicht richtig ist, eine total Desinformation ist, muss da doch versuchen so gut wie möglich Riech zu bei noch überall interveniert, gerade auch mal als Minister.
Ich muss aber so, dass wenn Grenzen so sind, da können wir kein Geschäft machen. Wir sind immens von Europa aufhängig, aber wir sind auch ein Land, das immens europäisch denkt und europäisch ist. Ich will so, Lützburg hat keine Grenze so gemäht, wir haben Grenzen so gemäht, gut, für andere Länder können sie gehen. Und das ist natürlich kein europäischer Gedanke. Wir sind natürlich ein bisschen enttäuscht auch von den Ländern, die den europäischen Gedanken immer so und sie gegen den Markt verkaufen, den aber nicht tun. Und ich meine, Lützburg ist die einzige, für mich gibt mir immer Mikro, wir sind das einzige richtig europäische Land in der ganzen EU. Und ich muss so, es sind auch ein bisschen enttäuscht, wie die Kommission reagiert hat, wie den Problemumgang aus an Italien, wie man die längst Leihe gelöst haben, wie man nicht richtig direkt einen Plan auf den gesagt hat, für denen zu helfen. Es kann doch nicht sein, dass die Länder aus dem Ostblock, aber muss die Länder helfen, weil wir nicht am Stand sind, das zu machen. Für mich hat die EU nicht funktioniert. Und ich meine, die EU wäre doch heute die allergrößte Schuld davon drohen, das Krise hat sie nicht gut gemischt. Das ist gut, dass man als Europadeputéiert hin für darüber zu reagieren, aber wir haben auch den Mittelstand für diesen Tag von allem den Tourismusminister auch in der Eis. Und die hat gerade gesagt, die EU reagiert. Du sollst noch ganz kurz darüber schwätzen, wie die Lützburger Regierung reagiert hat oder aktuell reagiert. Kann ich sagen, dass ihr vielleicht nicht allzu schlecht aus der Affäre seht, wenn ich nur zum Beispiel die 50 Euro-Bongen oder Voucheren denken, die kriegt, die Präsident kriegen, die Frontalier kriegen 700.000 Leute, die von der Mesure betraf. Es gibt einen Fonds Tourisme mit den 3 Millionen Euro schwer ist, es gibt einen Fonds de Relance et de Solidarité, den effektiv den Tourismussektor Toreska und die Eventbranche betrifft. Seid ihr da froh, zufrieden mit dem, was die Lützburgische Regierung da gemacht hat? Also ich fand, dass alles immens gute Initiativen sind. Ich meine, man hat auch richtig gut agiert, man hat Versicht, aber wir werden auch immer im Kontakt mit der Regierung für die bestmöglichen Lösungen zu finden für den Sektor. Die Affäre mit dem Bon, das ist eine super Sache, weil ich meine, wenn wir uns auch als Bürger adressieren, genauso wie als Frontalien, die das Land kennen, weil sie schaffen kommen, aber wenig Ahnung von unserem Land, dann ist das eine super Initiative, für auch später nach einer Klientel zu fidelisieren, die nicht weit weg von uns wohnt. Also man wie gerne Plötzlich machen, am Platz immer zum Beispiel auf Paris rumzufahren oder eventuell auf Bresel rumzufahren, vielleicht als nur effektiv mehr bei uns kommen. Die Initiative wird viel helfen, viele Betriebe helfen, an sind überzeugt, dass viele Betriebe flott Offertewerte machen, wenn Leute mit dem Bon kommen. Aber immens wichtig ist es, und das ging mich immens freuen, wenn auch direkt gebucht gehen am Hotel. Und nicht über irgendeine Plattform von einem großen Unternehmen, die dann nach einer Deckkommission drauf kassieren. Weil das ein Bon von 50 Euro, aber wenn die nach 20% Kommission drauf kassieren, dann haben wir den Effekt ein bisschen verpufft. Wäre schön, wenn das dafür bucht direkt. Kommt bei uns eine super Initiative. An die helfen, ich meine, das ist ganz klar, die wo gehen für den Sektor über die nächsten Monate nach zu helfen an der schwierigen Phase, die sie willkommen und die sind richtig. Ich meine, den FE wird man nur 2-3 Monate können ausmessen. Vielleicht muss man darüber schwätzen. Ich meine, am Ende sind wir alles auf dem richtigen Weg, auch was die Chômage strukturell in Zukunft wird überlangen für als Betrieber. Ich meine, wir machen alles, für dass man den Sektor so schnell wie möglich und klar kriegen. Voraussetzung als offene Grenzen, Flughäfen, die sind. Und dass man den Leuten Dankstellen, dass sie reisen können. Dafür haben wir die Kampagne gemäht, Safe to Serve, die wir auch heute zu Lützburg schon alle Haushalte adressiert haben, für zu sagen, hey, kommt bei uns, guckt da sein Engagement von mir, hey, ist das, was ihr aufpassen muss, und da können die einen flotten Moment bei uns verbringen. Aber ganz Europa so eine Kampagne gemäht hätte, kommt Renke und europäische Gedanken, dann hätte das natürlich viel mehr Fehler, das ist sicher. Auch von mir, da du hier als Touristagenzen am Ausland vermerken, dass wir so ein Label haben, dann ist das ein flott Sache, es wäre flott, es wäre so eine europäische Idee. Wir haben nicht wie spät wie gestern als europäische Kollegen, als ganzen Kit zukommen gelassen, für das auch hier Gouvernementer besser gingen, bougieren und für ihn zu helfen, für seine Kampagne auf Beine zu stellen. Ich habe gerade gesagt, dass dir, Herr Köpf, an den Herr Heinrich zwei Leute vom Terrain sehen. Auf eine gewisse Weise, Marc Angel, warst du ja auch eine Person vom Terrain, und zwar nicht an der Funktion als Europadeputierten, mehr an einer Funktion als Präsident vom Luxemburg City Tourist Office. Und wenn du an der Funktion schwätzt, an dieser Funktion hast du auch viel mit dem François Köpf zu dienen. So wie man Bericht gehört, was der doch ganz lebendig den Austausch. Wie blickt der Präsident vom LCTO auf die aktuelle Situation?
Der Präsident vom LCTO ist froh, dass die ganzen Horeca-Betriebe absehen, weil ohne Idee als Staat ein Todesstaat an der Präsident ist auch froh, dass Grenzen abgehen. Bedauert doch, dass die Länder da unilateral Decisionen geholt hatten, an Grenzen zugemacht und das ist immer ganz einfach. Ich fand dafür ist es gut, dass das ändert. Dann ich will auch so, dass das Europaparlament an der Libe-Kommission, da wurde die Gruppe den Schengen-Akkord kontrolliert, den ganz säcke Rapport gemacht hat, aber gesagt hat, Länder haben nicht genug begründet, für welche Grenzen zugemacht haben, und dass dort die Kommission aufgerufen wird, nächstes Jahr mehr Zischeln an die Hand zu holen, und mehr zügig gehen zu Grenzschließungen vorzugehen. Der Präsident vom LCTO für Loren Dekabun zu tun, ist natürlich auch froh, dass der Transportsektor nicht aufhängt zu laufen, weil dass den Transportsektor, die Aviation, die Bussen, die Leute auf Lützeburg bringen, wir dürfen auch geschwinderen Ideen organisieren. Alles das ist eigentlich ganz wichtig. An den Präsident vom LCTO muss aber auch so, und dass er ganz froh war über die gute Zusammenarbeit, die an die Informationen, die er vom Tourismusministerium gekriegt hat, auch von den anderen Akteuren zu Lützeburg, das war schon wichtig. Ich meine, dass immens eng auf Summe geschafft gehen, viel kommuniziert gehen, und das war eng gut Sache. Mit Sicherheit das Gefühl von den Leuten, das wird ganz wichtig ist, und dafür kann ich auch dem Horeca nehmen für ihren Safe to Surf felicitieren. Und da will ich nach etwas so, ich meine, wir sehen ja auch wie die Agenzen einen Accueil, persönlichen Accueil. Wir haben während der Covid-Zeit viel über Internet gemacht. Aber ich meine, ganz viele Bürgerinnen und Bürger merken oder Konsumentinnen und Konsumenten merken, dass aber der menschliche Kontakt immens wichtig ist. Wenn du an ein Büro gehst, wenn du alles über online musst, du kannst okay, wenn es kompliziert wird. Und dafür meine ich, haben auch Reisbüros und Büro d'accueil, wie wir in der LCTO sind, auch Zukunft, weil der persönliche Kontakt etwas ganz Wichtiges ist. Herr Dallas, der gibt viel gelobt, auch oder Mesure von der Regierung, vom Herrn Köpfer, aber auch vom Marc Angel. Schön, mit, ja, es gibt aber auch von Kuddelmuddel geschwärzt, das ein bisschen unübersichtlich ist, wie aktuell Mesure geholt werden. Mir selbst aufgefallen, letzte Woche gibt es die ganz viele Manifestationen, auch so in der zum Glück gibt die Black Lives Matter, also gegen Rassismus als Reaktion auf den Mord von Städten um George Floyd, auch heute in Lützeburg, knapp 2000 Leute waren da dabei. Wenn ich mal die Bilder angucke, stungen die Menschen ganz eng zusammen. Auf den meisten Bildern, wenn ich das so positiv wie möglich kann sagen, hatten sie auch Masken, aber nicht auf allen. Und gleichzeitig, auch wenn man vom Horeca-Sektor schwätzen, würde da geheischt, naja, der schüsst fair Leute Löcher servieren, und gibt die ganzen Restriktionen so ganz kohärent, ist das nicht, oder? Also schmengen dass Manifestationen fundamentalen Droit manifesté net viel direkt am Tourismus mat der Konferenz von Haut zu dienen huet, wie just op die dote froh ze enferen schmengen dass natierlech mich vu fundamentalen Rechter an Distanzen sinn gréessendeels du sinn ahalen ginnech selber war net zur Platz an hun net gesinn op Mas genug waren oder net an an die Spekulationen in Ragon. Wie awer op Thema ze kommen, wollte ich aber so, dass die froh mit den Grenzen an Europa natürlich ein ganz wichtig froh als an eng froh als die natürlich sowieso schon von alle Ferien nur geschwert gehen als eng Diskussion als die wann sie so sind zu kritisieren sind als Europäer. Auf der anderen Seite ganz wichtig in Wolle für den Sektor vom Tourismus an den Herr Heinisch hat ugeschnitten, das auch die Information. Spengen wenn du geschieht das kann den just nach an Zukunft daraus lehren an net wie so machen mit Informationen richtig rausgehen, also ganz wichtig in Deel, weil mir gesehen als Lützeburg, dass man zum Beispiel an verschiedenen europäischen Ländern nach falsche Informationen über Daresen zu Lützeburg dabei sind. Wir sind natürlich am Luxemburg for Tourism, mir selber als Minister am Gangen du am Kontakt die Chancen zu hun. Das auch all die anderen europäischen Länder, wenn man vom Lützeburger Tourismus schwätzen, schwätzt man größtenteils von unseren 3 Notbeständen auch von Holland, dass man do muss richtig Kampagne machen für richtig zu informieren, dass man auch so viel wie möglich Leute können auf Lützeburg kreieren. Dafür haben wir auch als Ministerium
als ganz Informationskampagnen als ganz Kampagnen en general am Kader vum Tourismus ëmstalt, wie noch do op déi Marché no prioritär nach können cibléiert 40 goe fir wärm. Wir wissen, dass sie begrad aus den europäischen Länder an aus Holland de Grof und den Touristen nach können wie kurzfristig reagieren, nach wie kurzfristig können eng Vakanz buchen. Und da kommen schon direkt bei der Anfang gesagt, geht am Flieger an Vakanz oder am Auto. Und wir sehen, dass eng large Majorität von Lützeburger Touristen am Auto auf Lützeburg kommen, die mit Kurzstrecken für Lützeburg an Vakanz zu kommen, sodass man dann noch natürlich los cibléiert als Kampagnen an die Länder lehen und dann natürlich mit der Ouverture von den Grenzen dann noch an Europa als Reklamen machen. Ich meine, dass Lützeburg eben gerade als Land durch den Aktivtourismus, Pausenaktivitäten, die prioritär zu Lützeburg möglich sind, schwätzen von der Mosel, vom Süden, vom Norden, aber natürlich auch von der Stadt, von ganz flott Aktivitäten, die noch Bause machen, also do wirklich cibléiert können nach Touristen auf Lützeburg trainieren. An die erste wo die Ouverture waren, bei der Camping war ganz mitigéiert. Die eng die méi Franzisch Deitsch Touristen hatten, das natürlich ganz andere Bilanz zu zeigen, wie wann in aus Holland Touristen huet Priorität die net op Lützeburg kommen sind. Grad dofir als wichtig an den Köpp hat de Bon vu 50 € ugeschwert, de Bon vu 50 € fir Lützeburg einfach zu entdecken. An Lützeburg da das Vakanz als Kampagne fir des Joer fir so hey, Lützeburg ass och eng Vakanzendestination den Herr Heine huet gesot stief vun der Musel schon all da Vakanz mehr dann Mengeg as Flot war ganz viel Leiit vu Lützeburg op Muselenker gu gin noch ganz flott Hotelsinfrastrukturen do. De Bon vu 50 € as een Incentiv fir Fleischchte de Stomenker zivaluieren die verschiedenen Deler vu Lützeburg entdecken, das auch bewusst gemacht gin, dat se eng Bon aus die eng Struktur d'Hébergement, die 50 € Bon ass net fir bei sech den Neck eng Pizza essen ze goen, de Bon vu 50 € as fir sech am Land ze deplacéieren, an dann op der Platz wo en ass App es saliewe Lützeburger liewen an daneben Lützeburg dat das verkauft. Wie gesagt, du warst Member vom Tourismusausschuss vom Europäischen Parlament. Wir haben darüber gesprochen, überhaupt keine gemeinsame europäische Strategie für den Lockdown zu gehen. Gewisse Länder haben hier Grenzen geschlossen. Sie gehen auch nicht wirklich koordiniert abgemacht. Klar ist, dass endlich schon der 15. Juni also der Schengen-Raum ganz offen ist. Wie stellt sich dadurch aktuell an der Kommission für effektiv eine gemeinsame Strategie auch für den europäischen Tourismus zu finden? Also wie gesagt, die Krise hat schon Verschiedenes gewiesen. Mir sie hört von allem aber gewiesen, dass am Gesundheitsbereich mehr Woche, am Tourismusbereich, dass man mehr Kompetenzen müssen der Europäischen Union geben, für das effektiv den Erwartungen, die auch vom Herrn Körper, darauf vom Herrn Heinrich ausgedrückt sind. Am Moment hat die Europäische Union am Tourismusbereich wohl kann sie Projekte finanziell unterstützen, und das auch von der Kommissarin Balean explizit gefragt gehen, dass man den Tourismussektor besonders muss finanziell in der Dämme greifen. Das wird auch geschehen. So wird, wie gesagt, ein Koordinationsarbeit, mit auch für die Koordinationsarbeit zu machen, also aufhängig von den Informationen, die sie von den Memberstaaten kriegt. Und dann last but not least, dass hier Missionen nur gehen als so Passagierrechte. Das heißt, dass man als da und Direktiven halen und du hast aber direkt am März zum Beispiel Guidelines rauskommen, wie die Passagierrechte zu verstehen sind. Den Herr Breton. Das passt einfach zu gut an die Punkte ran, Tilly. Wir konnten effektiv ein Vorrang vom Bruno de Gref von Ciel Voyage, den effektiv darüber hinweist, es geht um Passagierrechte, den darauf hinweist, dass Kompanie aérienne Fluggesellschaften ganz viel dabei sind, für Hilfen zu fahren, aber ganz handeln dabei sind, wenn es geht, europäisch Recht anzuwenden, Direktiven anzuwenden, und auch den Konsumenten zu entschädigen, für Wollen, die während der Krise oder während dem Lockdown annulliert werden. Da schon mal, gehe ich mal an Diskussionen ran, Schluss noch gleich den Herrn Heinisch reagieren. Philipp, der ist weiterführen.
Ja, also das ist ganz wichtig, effektiv. Also wir setzen also effektiv dafür an, dass war auch Rekommendationen, die von der Kommission gemacht sind, für die Voucheren mehr attraktiv zu machen. Du hast aber ganz wichtig, dass du gewisse Konditionen noch da respektiert gehen. Aber ich meine, Tatrecht muss es aber trotzdem Sinn vom Konsumenten, vom Klient, dass der kann, wenn er das will, aus dem Suche remboursiert kriegen. Oder viel mehr Flexibilität und auch gewisse Garantien, was der Voucher geht. Weil aber Kommission nur nach gesehen oder der Europäische Union, das wirklich ein Tourismussumme anzuberufen am Hirsch. Wir haben als Taskforce, weil ich sie nicht nur an der Kommission Transport Tourismus, wir haben an der Taskforce Tourismus auch viel Briefe geschrieben und Kommissionen, wo wir gefragt tun. Wir brauchen auch wirklich ein Krisenmanagement für den guten Sektor. Und dann muss ich aber sagen, dass den 13. Mai kaum wirklich ein ganzes Programm mit Richtlinien für aus dem Konfinement rauszugehen, sowohl für die Hotellerie, die Restaurants, sowohl für die Reisen und die Flughäfen. Da hast du aber ganz viel rauskommen. Und dann habe ich nach gestern ganzen Tag auch eine Resolution geschafft, die am Juli, wird, hoffentlich am Juni oder am Juli, wird am Parlament, am Plenum kommen, besonders für die Relance vom Tourismussektor. Dat am Anfang, wie gesagt, die Grenzen zugang sind, wenn in die Schengen-Tritte guckt, die dafür just war wirklich eine Bedrohung do aus zugemacht gehen, und das geschieht aus auf ganz individueller Basis und ohne zu kommunizieren, weder dem Parlament, weder der Kommission, weder die Bürger, die Bürgerinnen am Anfang als auch nicht viel Kommission. Das fand ich ein Skandal. Der Schengen-Tritte ist eben von der Basis von der Europäischen Union. Am Anfang dürften die Grenzen um Tritte maximal 30 Tage zugemacht gehen. Das heißt, an der CDC, die am Anfang kontrolliert Prävention und Kontrolle von der Krankheiten möchte an der Europäischen Union und auch der Verlauf von den Epidemien, die sollten nur noch kürzlich, das Nonsens, Grenzen so zu machen. Das Einzige, was ich dadurch erreichen, dass das Virus an isolierte Regionen nicht spät kommt. Wir so richtig gut nicht durch das Grenzen so machen. Das ist eine Debatte. Just ja. Eng gemacht, dat der braucht der Europäische Union Etappe 4 gesehen, 4 dem Dekonfinement, 4 aus dem Konfinement rauszukommen. Natürlich, das sind Rekommendationen. Gibt der Europäische Union am Gesundheitsbereich, auch am Tourismusbereich mehr Kompetenzen, da kann du auch ernst führen. Aber du sind Rekommendationen, die sich aber leider nicht immer gehalten. Lex Dallas auch Nierstro oder die Macht, die man guten zum Teilen von den Fluchtgesellschaften Göttinnen Fluchtgesellschaften geben abseits einfach gemacht, oder muss ich mich in den Meerfanger klappen? Ganz kurz op die froh, die für du gestalt als vun de Fluchtgesellschaften entbrennt oder ganz pertinent froh an doch menggene dem Herr Heine an den Agence de Voyagen grad ganz viel Kapzerbresches mcht hat sind aber Fluchtgesellschaften an Hotellen, das tro vun der Direktiv Voyageur, Remboursement, Cash Remboursement, wo dir wirst das wo Regierung während de Metà de Krise Remboursement ausgesat huet. Aber natürlich momentan die Krise fällt er durfte Firma geguckt sehr Lesungen mat Ülaf zu fanden wir do auch können zu steipen op nach Erderweis wohl so als das Schmengen die froh bisschen generell gestalt ging also da die Feststellung bisschen generell war Luxer wo de Lützburger Staat aber auch mat dran ist, huet alles remboursiert. Das eben grad so Mensch kann net von allen Fluchtgesellschaften so. Et war ganz wichtig dem Herr Bausch als Minister der Tutelle, aber natürlich auch der ganze Regierung, dass Luxer all Klienten remboursiert. So dass also muss so, dass die engen Fluchtgesellschaften die so funktionieren und die anderen die so funktionieren. Während der Krise gesagt aber gerade wie die Sachen alle guten an den Nien hängen. Und ich meine, das ist eine wichtige Rolle in dieser Diskussion. Mit Luxer wird uns immer einer Konkurrenz loyal zu den Wandel Fluggesellschaften die Low-Cost betreiben geht. Und es sind auch echt die Fluggesellschaften, die sich zu gucken, wie weit man am europäischen Recht können gehen oder nicht. Ich meine, dass letzte Luxer Responsabilität geholt wird, dass das gemacht und für das stehenden fiablen Touroperator auf der Seite dann auch Fluchtgesellschaften und Remboursement gemacht. Nee, wie gesagt, geht nicht um Luxer, vielleicht ein kurz wird und macht Angel, die auch um das Dossier vom Konsumenten schafft am Europäischen Parlament.
wenn wir feststellen, effektiv Luxemburg möchte eine Hausaufgabe gemacht, auch für den Konsumenten zu schützen. Wie gesagt, es gibt Fluggesellschaften, die diplomatisch ausgedrückt nicht immer ganz konsumentenfreundlich sind, so an Europa. Ihr wisst ja, dass den Ritsch mit Memberstädte gerufen, die wollten das Recht für das Remboursement muss an 2 Wochen da sein. Die wollten das aufschaffen, während der Covid-Zeit, und durch die Europäische Kommission nicht noch gehen. Und Tilly hat schon gesagt, die Europäische Kommission pocht darauf, dass die Voucheren, dass die Volontäre sollen sind, mehr attraktiv sollen gemacht, die mehr den zu braucht, weil sind Konsumentinnen und Konsumenten, die auch Liquiditätsprobleme haben, die brauchen die Suen. Auf der anderen Seite, der wir nicht Konsumenten und Gesellschaften den anderen ausspielen, Gesellschaften, die employieren Tausenden, Zehntausenden von Männern und Frauen, und dafür ist es doch wichtig, dass die Leute Arbeitsplätze nicht verlieren. Da muss ihnen auch die Gesellschaften helfen. Wir haben als sozialistische Fraktion am Europaparlament eine ganz konkrete Proposition gemacht, wo wir hoffen, dass die Kommission positiv darauf angeht, dass es sogenannten Travel Guarantee Fund, also Reisgarantiefonds, wo Suen dran sind, wo können Konsumenten bezahlt gehen, wo aber auch, wann Großfirmen Liquiditätsprobleme haben, auch können Geld daraus kriegen. Sicherheit, meine ich, das ist etwas ganz Wichtiges. Wir haben gesprochen von der Sicherheit, für nicht den Virus zu kriegen, all die Sanitärmaßnahmen. Mit dem Konsument will auch Sicherheit, dass er wohl nicht annulliert wird, dass die Gesellschaft nicht verhindert geht. Und auch das als ganz wichtig zu garantieren. Und dafür, meine ich, wäre so ein europäischen Reisgarantiefonds etwas ganz wichtig. Das gibt als Konsumenten mehr Sicherheit. Ferner Heinisch in so einen europäischen Reisgarantiefonds, ich habe mich nicht richtig genannt, oder gelayert, macht, misst ja sich genau an der Richtung gehen und auch etwas sehen, was im Sektor ging gut tun, oder? Ja, ich meine, wir sind vom Terra an, wir sind alldach geheit oder vielmals mehr als Leute im Terra mit den Klienten, die auf ihr Remboursement da werden, die Angst haben, wo hast Geld. Und dann, ich muss ein bisschen lachen, weil man mit Minister Delles, war das ein von den Punkten, wo wir schon geschwärzt haben, mir nicht Fonds de Soutien genannt, das egal wie es ist, oder ein europäischer Fonds. Wir haben noch etwas gelernt, die letzten Jahre, dass so die Garantie der Solvabilität und all die Garantien, die gehen einfach nicht durch, für den Konsumenten zu schützen. Wir hatten den Fait von Thomas Cook, da sind halt noch Leute, die hier so nicht drin haben, weil da war eine Assurance, eine Privatassurance, die nicht so viel Geld gehabt für all die Klienten zurückzuzahlen. Wir hatten der Berlin, wo bald kein so zurückgekriegt wird, die Fait waren. Also muss so europäisches kommen. Wir haben das natürlich lieber, wie Milo gefragt, wie heute zuletzt zu machen, wir wollen so europäisches kommen, wäre noch besser. Also für den Schutz oder Protektion vom Konsumateur als Mensch, wie man so fangen könnt. Und das heißt Branche auch, mir noch der Regierung gebunden, dass wir da Mathilfe verschaffen, Gruppe Travail gründen, also will man wirklich Matt schaffen, weil das ist mir wichtig. All die Garantien, die im Moment bestehen, das geht leider nicht durch. Du selbst abgebaut gehen, was den Konsumenten gut nicht schützt bei Verhitten. Weil wirklich ein richtig Verhit können von einem großen Airline oder von einem großen Touroperator, du hast nie genug Geld dafür, das abzufangen. Wieso? Das gibt Hautgesetze. Die Droit du Passagier, bei den Airlines gibt es den Direktiv von der Voyage Forfaitaire gibt es die Gesetze sind falschen Tarn sich nicht tun. Airlines sind matt die schlimmst, muss ich einfach so. Croisiéristen sind auch dramatisch. Das geht alles mit Voucheren. Und der Voucher hilft nicht. Der Voucher das ist ein Risiko, das mehr als Risiko nicht können drohen, und Konsumateure noch nicht. Wenn du verhit geht, die Voucher ist da fort. Also ich muss schon sagen, du musst ja wirklich ein Land für als National Airline, Luxair oder Luxair Tour, die haben sich wunderbar verhalten, wie von uns. Und wenn jeder so wäre, wie heute in Lützburg, da kann man gut leben. Mit dem Fonds als Mensch wichtig, sowohl für Reisbüros wie auch Konsumateure und Konsumenten. Ganz, ganz wichtig. Und wenn Europa nicht fertig bringt, dann muss man heute in Lützburg eine Lösung finden. Und dann muss man gucken, mit Herr Delles haben wir schon Stunden nach Stunden darüber geschwätzt. Herr Delles direkt reagieren. Ganz, ganz wichtig, dass wir so einen Fonds kriegen, dass die Leute wissen, hey, wir können reisen, aber wir kriegen das Geld drin. Ob das ein Airline oder ein quasi Riese, also den Touroperator. Und wie gesagt, zum Terra, also als Leute sind extrem mit im Moment, die Klienten zu beraten, zu beruhigen, mit den Vouchern und so. Und wir wissen, also als Leute wirklich extrem gehalten hat. Herr Delles?
Herr Heine steht ganz richtig. Also, ich muss aber hier denken, so, dass gerade die Krise weist, wie fragil den Ökosystem ist, wenn E-Rad nicht mehr so dreht, wie es für drunten gedreht ist. Also eine ganz Panoplie von Sachen haben drunten die Archivlage geworden. Den Herr Heinisch hat geschwärzt, dass Mitarbeiter an der Reisbranche am Moment ganz mitzieht, sind. Ich verstehe das. Ich verstehe das, weil es nämlich auf der einen Seite so ist, dass Tresagenzen direkt schon am Vierfeld während dem Lockdown zu Lützeburg schon mit Restriktionen respektiv mit Annulationen befasst. Die hast du natürlich während der Phase vom ganzen Lockdown zu Lützeburg an international und sie müssen weiter schaffen, weil eben noch die Unsicherheit beim Konsument war. Da muss aber auch die ganzen Resagenzen löwen für das Engagement, was sie wollen. Sie konnten nicht bringen an den Chômage partiell checken. Sie waren da für Klienten und ich denke, dass der Toten aber ein ganz gutes Beispiel ist, für zu weisen, wie wichtig den engen Kontakt mit dem Konsument ist. Da gilt es, Lösungen zu finden, und besonders den Fonds, den Afroken, ich denke, wir haben noch gesehen, die an de Gespräche mat europäischen Ministerkollegen Direktiv europäische Fonds zu hunn. Schmengen dass grad an diesem Fall das weiß die Direktiv Voyager forfait bringt da so dass du eng Assurance an all Tresagenzen zu Lützeburg hun eng Assurance wo den Konsument zu 100% remboursiert geht en cas de faillite an dat kann net net sinn wir gucken dass man ha eng Lesung fanden wann einer Problem nachkenne geschehen und dafür Proposition vu mir heinisch en Lützeburger Fonds opsetzen den die Direktiv Voyager forfait auch 4 gesellt de schwa entweder eng Assurance oder vu Menge hu den gesinn wat Limiten vun der Assurance sinn, aber dann kann hin sech überleen op de W vun engem Fonds ze go, den noch genauso gespeist wie d' Assurance moment vun de Resagenzen gespeist gin. Nee trotzdem menggen eng europäesche Solution wo Konditionen muss ganz klar sinn och eng reell Alternative aus vu Schipperin sech dann noch muss die nämlichlecht Regeln halen, aber man vun de nämlichchte Regeln schwätzen zum Beispiel vun de Regeln vun de Voucheren, weil Tresagenzen noch ganz viel Probleme hun, dass sie von europäischen Kompanien aerienen, von europäischen Hotelsbetrieber Voucheren zurückkriegen, was am Anfang gegen direktiv ist. Ja. Ich erinnere run oder schon nicht annimmt, der Markt Angel muss Eis an 5 Minuten verlosen. Ich meine, du könnt gleich eine Ausschusssitzung mit dem Lützeburger Kommissar Nicolas Schmidt, wo auch der Schutz vom Arbeitsstag geht und Hygienemesuren am Zusammenhang mit Covid und da das ja auch etwas, was François Köpp betrifft, an seinem Sektor anhalen von den Hygienemesuren und auch der Schutz von den Employeen am Moresca-Sektor. Würdet du vielleicht auch etwas für die Ausschusssitzung, Herr Köpp, weil der Welt macht Angel auf den Weg gehen? Ich will immer auf den Weg gehen, dass wir eine europäische Vertreter dürfen und das Toptrack am gesehen, also waren am Kader von den deutschsprachigen Föderationen und französischsprachigen Föderationen. Wir wären also Bestand von der Regel in ganz Europa bei den 24 Stunden gewesen. Wir hätten mir keine EU gebraucht, wir hätten mir gut kein Mensch gebraucht, wir hätten gesunde Menschenverstand gebraucht, dass ich gesagt habe, dass der Sektor sich geedigt wird und dass der Sinn macht, hat den seine Santés Leute viel gelöst, die hätten gekriegt, man nicht kurz sich kurz schließen und hätten in ganz Europa dieselbe Komportementsregeln gehabt. Ich meine, wir sind ganz schnell, wir sind ganz flexibel, wir sind Geschäftsleute, wir sind Entrepreneurinnen, und wir können nicht lang werden, wir brauchen schnell Decisionen. Die EU, als so ledet man das, leider ein Apparat mit enorm vielen Hürden ihre Decision könnt, das dauert alles viel zu lang. An einer Krise muss ich agieren und muss ich schnell handeln. Du kannst nicht werden, bis der Text da links rechts und hat anher gestimmt sind. Du musst ihn auch vertrauen, ob der Sektor und ob die Kollaboration zwischen der Regierung, wo wir hatten, mit dem, was wir abgestaltet haben, das war vorbildlich. Und das hat in ganz Europa also funktioniert, auch viele Kollegen hatten gut Kontakt. Wir hätten uns ganz schnell auf B-Standard den ähnlichen. Und da hat man keinen Hudel, kein Muddel gehabt, und wir hatten kein Déjeuner gehabt. Das wäre absolut möglich gewesen, zu gut an dem Kader. Weil wir, bei uns funktioniert die EU richtig. Der Markt weiß schon, der Fanger hat die EU nicht genug auf den Sektor geleistet. Ja, pardon. Ich bin froh, dass Herr Köpp gerne mehr Europa hat, für mehr Koordination in Europa. Wir kriegen eine Konferenz über die Zukunft von Europa. Da können Bürgerinnen und Bürger an Oral
Geschäftsverbänden an all ganz Société civil machen, gibt Europa mehr Kompetenzen, gibt Europa die Möglichkeit, das dort zu machen, da könnte man durch ob von denen alles intergouvernemental machen, Methode kommunitär, mengenech wird an der Zukunft die Methode sind, die man viel mehr stark müssen bringen, profitiert von der Konferenz über Zukunft Europa für Matzemann, aus denen COVID-19-Krise ist für etwas ganz Negatives. Mit der sich klein positiv davon ist, es tut ganz viel Schwächen abgewiesen, wo Europa nach muss gestärkt gehen. Und dafür ist die Konferenz über Zukunft von Europa ganz wichtig. Und sind überzeugt, dass Herr Köppern an seine europäische Assoziation da auch den nötigen Input wird bringen. Das gesagt, danke, merci, dass ich von dir auf der Mappe wirklich, sorry, war nicht geplant, dass der Nicola Schmidt kommt an die Kommission, aber als letzte Jahr muss ich bald auch dahin gehen. Dafür ich wünsche euch eine flotte Diskussion alles gut, und ich wünsche allen Menschen schöne Sommer, heute zu Lützeburg und noch an Europa an der Vakanz. Ja, auch die englische Vakanz, merci, dass du da Zeit geholt hast. Ich gehe ein Kurt und den François Köpper los dann direkt auf den Minister darüber reagieren. Und zwar gut, mein Pro von Marco Bermes, und es geht die 50-Euro-Voucher. Und vorerst, für was kann ich den Voucher just nutzen für die Hotels, mir zum Beispiel für das Restaurant und Kaffee. Ist das auch ein Quo, die dir stellt, oder ist das gut so, wie beschlossen wird? Ich meine, die müssen mit einer sehr aufhängen an die Idee abkommen, wenn man das machen für Restaurant und Kaffee, dann haben den Voucher ja ganz europäisch ausgedehnt, auch bei Frontalien, die bei Schaffen kommen, wir haben das ja nicht wissen, wir merken das ja, aber da geht es ja nicht darum, dass sie sollen einfach Mittagessen wohin gehen, es geht darum, dass sie das Land sollen entdecken und dann sollen Plus-Value, aber wir auch bleiben für das Land. Das wäre der Gedanke, der Grundgedanken, der sagt, und dafür ist das auch so mal angefangen geht. Ich meine, bei der nächsten Kehrwesen, das muss auch nicht machen, ich meine, das ist als mal ein Essay, und das soll man absolut so vorantreiben, wir sollen das stärken, weil die Hotellerie wird lang leiden in der Krise. Wir haben, wie gesagt, weil es ganz viele Firmen gibt, die ein Reiseverbot tun, die keine Meetings machen am Moment, und all die Sachen. Dafür ist das ein richtiger Schritt, das ist ein guter Schritt. So denke, viele Hoteliers werden noch speziell Offern machen, für das Leute davon sollen profitieren. Es geht wirklich darum, für das Land zu entdecken, und für das haben wir mal gesehen, was wir alles High-Flottes können bieten und für den Kontakt mit unseren Mitarbeitern. Ich gesehen den Minister nickt, für den soll ich darüber reagieren lassen, oder vielleicht noch eine Satzergänzung geben. Gehen Sie eine andere Frage, die Makute von Felix Till. Und zwar trete Felix Till, wie gesagt, von der Rieswarnung von der Lützeburger Regierung aus, wenig ein Update. Wird Lützeburg ähnlich wie Deutschland ein Löschung mit Ausnahmen machen mit Non-EU-Ländern, wo die Rieswarnung abgehoben wird? Der Minister adressiert mich. Vor den Minister adressiert. Also, ich weiß, dass der Außenminister da ganz eng Kontakt ist und all diese Sachen schafft. Zonte hat verschiedene Diskussionen schon geführt. Ich denke, was ganz wichtig ist, das sind die Gestbarriere, Social Distancing und alle guten diese Sachen. Sonst kommen wir eben gerade an die ganze Diskussion mit den Frauen, dass bei engem Land ähnlich als in einem anderen Land. Ich denke, was einfach wichtig ist, dass wir als können auf einen Platz trauen hinzugehen. Und dafür will ich auch der Horaska felicitieren für den Safe to Surf. Ich denke, gerade das ist ja eine Kampagne für sowohl den nationalen Klient wie auch den internationalen Touristen zu rassurieren, wann an ein Etablissement geht, sie den Hotel, Restaurant oder Kaffee. Mit dem Label, wir sehen, hier wird aufgepasst, dass die verschiedene Mesuren gehalten werden. Parallel dazu sind wir am Gangen auf nationalem Niveau, auch das für Business-Events so ein Label auszuschaffen, für das, wann eine Konferenz zu Lützeburg ist, leider auch wissen, die Daten sich die assuriert, dass da besonders aufgepasst wird. Und ich meine, dass Toreska als Lützeburger Assoziation ganz weit nur 4 gegangen ist und das sei doch international, aber schon Unerkennung von tut. Ich muss schützen, Herr Köpper, aber ein bisschen enttäuschend, also nicht viel gesehen am Regierungsprogramm, all Jahr ein Bon zu machen für Hotellerie. Herr Köpper alles. Ja, ich meine, das heute eben gerade am Kader von der Relance etwas ist. Wie war, kann ich heute nicht an Charger für drunter auf die Frage geantwortet.
wie kann ich nicht op Gebung die für den Restaurants für die Struktur d'Hébergement, mat das grad die Verbindung do mat die hue geht net drum was sech du dem Neck eng Pizza essen zu go, geht Plan zu entdecken, geht auch du rundum zu gucken wie schön das dann das ennger nucht zu verbannen, sodass ich also kann zu Lützeburg den Tourismus stärken. Telemetz, du hast schon mé lang Nutzwur bisschen mé langer halen wie den Markangel. Ich ging da auch ein vor mal op de W an dann kannst du auch auf dat gesucht und reagieren an dat alles man den verknappe wann du willst und zwei guten vor und Ferner Hoffmann die Fred geht dir Menge dass die ganz Krise eng Änderung bringt an in umdenken könnt sowohl bei den Menschen an die halt wunden an ihre Reesgebundeschen erhöhen Sujet der gefällt an Erhöhung vom Umweltschutz a Flieger a Croisieren aber auch bei der proprietäre verurteilen an Restaurant die vielleicht Lehrstüre verpasst und zu investieren an op ihren droit acquis abgebaut wird die Metz. Ja, ich bin effektiv ganz froh über die Froh vom Umdenken, weil ich hatte, wenn nicht gleich gefragt hat, hätte ich selber müssen an Der Kopf kriegt aber auch Gelegenheit, ob Gageriert, wenn ignoriert, dass der Total nicht genug investiert. Da bin ich gespannt, dass Herr Gott das so ne. Ja, also wenn ich just ganz kurz reagieren, die gesagt hat, die Europäische Union gibt zu los funktionieren. Deinerseits wird nicht Unrecht, Demokratie hält Zeit, zum von 3 Instanzen, der Conseil, Parlament, Kommission immer negozieren. Mit das ist auch ein bisschen der Preis für den demokratischen Viergrund. Auf der anderen Seite wird aber auch die Europäische Union gewissen, wie schnell das kann reagieren. Ab dem 1. April, und das Grund von einer dynamischen am geringe Gruppe Präsidentin vom Transport und Tourismus ausschaut. Ab dem 1. April hat man keine Ghost Flights mehr, weil für dort Fluggesellschaften hier Slots, also hier Reise können halen, müssen sie, egal wie sie fliegen, so riskieren sie in einer gewissen Zeit die Slots zu verlieren. Nun aber du ganz schnell gehandelt, das ist als Beispiel am Transport und Tourismusausschuss für zu sagen, nee, so Ghost Flights, das muss man definitiv vermeiden und was den Delay verlängert wird. Ein anderes Beispiel, wo die Europäische Union ganz schnell gehandelt wird, also für zu sagen, wir müssen flexibel gehen an Orten, Städten, Laben, den Tourismussektor, den Restaurationssektor können zu unterstützen, also nicht die strengen Regeln, die eben auch stehen durch die Binnenmarkt, für die eben nicht zu strikt an den Regeln mich sind. Das sind 2 Beispiele, wo ich fand, dass die Europäische Union ohne dass ich so, das alles perfekt, tut ganz recht. Wir müssen besser bewappnet sein an einer nächsten Kehr. Die EU muss mehr Kompetenzen kriegen auf viele Bereiche, für auch können besser zu koordinieren und zu unterstützen. Für einen Luftfahrtskrieg braucht man ein Umdenken. Das ist ganz klar. Auch wenn wir Fluggesellschaften unterstützen, und ich fand das auch richtig wichtig im Tourismussektor, ich schon gesagt, schaffen ganz viele Leute, rundherum auch ganz viel, sind im Moment in der Europäischen Union 6,4 Millionen Leute am Tourismussektor, die riskieren, ihr Platz zu verlieren. Das heißt, wir müssen den Sektor wirklich in der Term greifen. Wir sind in einem Kontext nun auch eine Klimaurgence, und der ist gerade so wichtig. Und auch der Tourismussektor leidet in der Klimaurgence. Wie viele Leute fährten, kann ich überhaupt diese Winter Skifahren gehen, also überhaupt nach Schnee, Überschwemmungen, Dröschenden, alles das, darunter leidet auch der Tourismus. Das heißt, wir müssen nur aufpassen, dass wir es nicht selber an B-Chasen am Tourismussektor, das heißt, die finanzielle Unterstützungen, die müssen aber, und das ist dort Kommissarin, konform zu der Idee von einem Green Deal sind. Das heißt, von einer ökologischen Transition, und da darf man vielleicht auch nicht allein an einem Regen stehen lassen. Ich muss aber sagen, für ein Konfinement habe ich die Chance, von den Vertretern von den Campingen empfangen zu gehen, und ich war auch bei einem Camping an der Schule gesehen, wie am Anfang wie resilient die Loschen sind und dass wir halt zu Lützeburg auch wirklich so viele Chancen gesehen, weil wir naturnahen Tourismus haben, weil wir Tourismus haben, wo auch relativ einfach, also ich denke an Campinger, wo die ehelichen Mobilhomes stehen, auch Distanzen können angehalten gehen, durch viel Velofahren kann eben auch Distanzen angehen. Das ist das auch eine Chance oder eine Möglichkeit, Chance gibt es vielleicht nicht, weil da auch die ganze Krise mit vielen dramatischen Situationen natürlich verbunden ist. Mit das aber eine Möglichkeit zum Umdenken. Also die Bilder, ich muss ehrlich sagen, Venedig,
wo da ein mega Kreuzfahrtschiff gesieht, was der Umwelt schuld, was ich lieber die Bilder von Venedig, wo immer ein Delfin abgetaucht ist. Das heißt, wir müssen den Tourismus wie nachhaltig machen, wir müssen den Tourismussektor aber auch ganz klar unterstützen, auch da an der ökologischen Transition. Und dafür geht ja auch die Transition von, und ich meine, den Tourismus, und das auch vom Minister schon gesagt ging, als immens vielseitig, mit kulturellen Tourismus. Eben, wenn ihr den Punkt abgreift. Ja, pardon. Ja, wenn man den Punkt abgreifen, vielseitigen Tourismus einschränkt, wird auch unter Ministern, Herr Köppe, schon nicht vergisst. Und zwar, wir schwätzen, ja, Green Deal, hast du nimmt Telemats, das sind Summer, soll ja auch ein bisschen mehr gering sein, auch vom Tourismus, Herr Minister, die hat ja auch eine Initiative präsentiert mit dem Transportminister, dem Herr Bausch, und zwar, du geht es um Böllungsführen hier im Land. Du, vielleicht könnt ihr eine ganz kurze Summe fassen, worum es da geht. Also am Kader vum Wëllostourismus meng ass een Wolle vun der Lützeburger Strategie mir sinn am Fong an du ginnech der mat der Metz vollkommen recht, dat se auch muss die Evaluungen einfach hunn am Kader vum Slow Tourism zum Beispiel Lützeburg ass eng Destinatioun, die schon seit puer Joer op den Aktivtourismus Wert lädt lo natierlech seit lächtem vierlegem Joer verstärkt op de Wëllostourismus dat ass den Slow Tourism wo Eichter an enger Wü sinn, wo en an Natur spazeiert geht. Wat sinn Datuen vu Lützeburg als touristische Destinatioun, war froh de Moller Maus beweisen alle gut den Dëmfroen als Touristin op Lützeburg kënnt, déi schwätzt vun der intakter Natur, vun dem schöne Mëllerdal, vun dem schönen Süden, wo ihr seit wie d'Industriekultur op der enger Seite eng Landschaft markéiert, op der anderen Seite awer Natur sech de Landschaft rumtrickelt. An dat sinn facettereich dat eng Vielfalt immer als Lützeburg schon fir déi Touristen op Lützeburg kommen. De Wëllostourismus als natürlich auch eng vun den Prioritäten, wo man gleich am Minister Bausch eng Präsentation hatten, wo verschieden CRen, verschiedene Schemare Priestrossen iwwer dem Mond August können gespart gi wo proposéiert gëtt, dass die Straße können gespart gin Wandgemengen man da verstande sinn wo fir den Wëllosfuer op der enger Seite Wëllostouristen aus dem Ausland können, op der anderen Seite aber auch fir die Mobilitéit zu Lützeburg verschiedene Piscyklable nationalen Manen verbënnt wann ge seit zum Beispiel eng PC2 die Uwe an Stauer geht kann verbonnen gin iwwer deng Straßesperrung mat der PC3 wohin also du no kann aus dem Osten vom Land man Velo op gesicherte Wehr an Staat fuhren, wat ganz flott aus für den Tourist PC2 Piscyklable 2 Urlandstauer Landjung Lünster PC2 aus Piscyklable 2 die Landstauer geht PC3 aus der die aus Fujung Lünster Rob geht die du können verbunden gehen dat natürlich am Zusammenhang an für konkret Beispiel zu Twennenbahn an Ostbelgien und das ein formidabel touristisch Attraktion gleich kommen von weitem du hin 4 Kilometer Kilometern können Velo zu fuhren wo ein ganz Hotelsinfrastruktur sich rundherum abgebaut wird wann ihr gesagt am Sommer 12 von den Touristen, die wat Wennbahn Belg bis Lützeburg ran op Ölwen kommen, leider as du Schlussdogel als Lützeburger Regierung Wennbahn weiterlaufen zu lassen und das ein formidable Projekt, den op die Annoncen die Zähre können sperren, sind 3 oder 4 Gemengen aus dem Norden, Ölwen, Kliev, Weißwampech, ob in den Zugängen für so gute Projekt nach zerweiteren an Evaluierend nach einer Circuiten zu sperren, wird Gemengen proposieren, für das Touristen, die wat Wennbahn auf Lützeburg rankommen, bis rauf können op Klierfuhr an do U-Bahnungen und einer Pisten fanden. Der Wëllostourismus als Zukunft mengen Joch für den Lützeburger Tourismus an Heige Seiten eben mat dem neue Projekt, den man das Jahr lanciert hat, und ich will auch mal den ophalen, den gratis Gepäcktransport. Wir haben das Jahr einen Gepäcktransport als Minister en place gesagt, zusammen mit einem Service Provider, dass den Touristen auf Lützeburg könnt, man will sein Gepäck von einem Hotel an den anderen Hotel kann transportiert kreen. Das wann man will also zum Beispiel zu Grevenmacher iwwer Grenz kennt, an will no op Klierfuhren, aber da kann dann as sei Gepäck
organisiert von Grevenmacher bis auf Kiew, wo dann sein Gepäck an den Hotel gedroht kriegt. An das Jahr haben wir das für nichts gemacht, für das Projekt auch zu lancieren und eben noch dadurch nach Touristen umzuziehen, an den ganzen Horeca-Sektor zu stärken. Wann der vorstellen Gespräch aufschließen für man zwei Leute im Sektor zu schaffen, beim Herrn Köpfer, beim Herrn Heinig. Ich will aber ganz kurz auf Fanbahn zurückkommen. Es ist selber geführt, dass wirklich ein formidabel Streck von Open ob Elven an mir hun über Europa gesperrt hat Europa was der von Europa war an Grenzen die zugegangen hast am engem Pferde leben als Journalist und schon eine kleine Geschichte darüber geschrieben über Fanbahn und wenn du die Streck fährt dann können irgendwann an die gelungenen Situation dann an der Belge auf einem Völosweg aus an den Völosweg aus an der Belge allerdings serviert du von an Deutschland und das sind sozusagen Enklaven die in der Uhr und das sind Überbleibsel vom Ersten Weltkrieg die kommen Strandzählungen do die kann auf dieser Fanbahn erlebt also das nicht nur sozusagen vom Erlebnis von der Natur hier vorne stehen bei dem du erlebt mit hört auch durchaus historische Wert dass die Information für Nerds die ein bisschen nass gehen Herr Köpp mir gute Logratik so die froh die dem Telematzbauer furchtbar gefallen hat und keiner Hoffmann umdenken an das Zuteilen verpasst hun sich ökologisch nachhaltig umzustellen und zu investieren aus der Kritik die dir dealt oder so der Moment wird aber nicht ich meine dass du bist ein Fallstrecke von der Sache ich meine wenn man ganz schnell auf den Tourismus wegkommen so ob Tourismus oder ob Tourismus de Memoire oder egal was man feiern natürlich muss man alle gute Summe vor sich schlimm zu denken wenn man am Kader nach mit dem was möglich ist und muss daran denken dass halt zu Lützeburg den größten Teil von der Verwirklichung vom Business-Tourismus hier kennt aber man aber ob Ideen hier gehen wann eine Stadt hier da die Flieger müssen für Destinationen wo man 500 Kilometer fliegen müssen man da will ich so wenn wir Banker müssen ob ein Flieger setzen, wo man nicht mehr kreieren, und ich muss einen zuholen. Ich kenne ein Beispiel, Lützeburg München, sind nicht 8 Stunden NRW. Das ist attraktiv. Das heißt, Lützeburg gibt aufgeschlossen. Wo sagen, ihr zu sagen, an die Welt setzt, muss sich überlegen, was können noch Konsequenzen sind von den Decisionen, die ich schule. Und das ist enorm wichtig, dass wir hier gehen, dass wir die Konsequenzen am Voraus als gut, dass wir die gut durchdenken und dass wir sicher sind, dass wir nicht mehr Schuld richten, wie wir gut machen. Ich aber trotzdem lieber könnte volle Flieger rufen, wie dat ich am Stau sitzen 8 Stunden für irgendwo hinzufuhren. Ich meine, wenn man das alle gut zu 100 Stück machen, das wird nicht schädlich. Da will ich so nach Madame Metzer doch gesagt, die EU wäre schnell gewesen, sie hatte viele Regeln von der EU, auch was Telefon und Subventionen wären, du nicht dezidiert. Aber da muss man vorstellen, sind die Regeln dann am Moment vielleicht zu streng überhaupt? Sind sie überhaupt noch angepasst? Sind die größte, wo man haut für ein PME holen, die 2050 oder für ein TP 250 Leute, sind die nicht vielleicht falsch. Muss man die nicht eine Uhren mal abschaffen, weil für 30 Jahre wäre ein Betrieb mit 50 Leuten, weil das schon eine gute Entreprise, die kann gut moderieren. Aber für das aber überhaupt noch rentabel kann schaffen, muss die vielleicht 250 oder 200 sind, ohne aber mehr rentabel zu sein. Aber wenn wir Arbeitsplätze wollen erhalten, dann muss man wohl für allen die Frage stellen, was machen wir, wenn wir heute eine Decision holen, was impliziert die überall auf der Arbeitsplatz, weil man kann nicht aus alle Arbeitsplätze. Dann gehen wir direkt vor nach Transfer und Telemetz weiter. Und dann kriegt er ein Wort. Telemetz, ich wollte aber kurz reagieren. Darüber reagieren? Soll ich ganz kurz? Nee, also direkt zugeschwert. Ja, ganz klar. Ich kenne ganz recht, also mittler Kleinbetriebe, Europa funktioniert durch Kleinbetriebe und das sind Betriebe bis zu 15, 10 Leute, ganz Lombardie, wo ich auch vor kann. Das sind Kleinbetriebe, das sind nicht Betriebe, das ist immer auch sehr von der Definition und du musst eben just völlig aufpassen, dass gewisse Lobbyen nicht gucken, dass effektiv riesige Betriebe über 250, 500 Leute, dass das just die sind, die unterstützen und die anderen nicht. Und dafür muss man auch ganz klar Hilfestellungen geben, weil ein kleiner Betrieb mit einem paar Mann und Frau, die wissen auch vielleicht nicht immer unbedingt, das sind nur die Wege, die ich muss gehen. Das heißt, wir müssen noch an den einzelnen Memberstaaten, das nennen wir noch Advisory Hubs, mir wirklich die Leute auch die Möglichkeit geben, eben just in den kleinen Betrieben, die die Ökonomie aber in der Europäischen Union ausmachen, quer zu finden, für eben auch finanzielle Unterstützung zu kriegen. Gerade die eben just, ja.
das ist ein Kampf effektiv, den alldäglich, also ich war ja auch am ITRE, am IMCO-Ausschuss, und das ist effektiv ein Kampf, dass man von denen Betrieben schätzen, an die sollen prioritär die Unterstützung kriegen. Herr Köpp, den Herr Dallas wird von den Regionen, verschiedenen Regionen gesprochen, die wir hier im Land haben. Und wird auch unter anderem von Müllerdal gesprochen. Müllerdal, also die Covid-Krise ist nicht die erste Krise, die Totalen am oder Noreska-Sektor im Allgemeinen am Müllerdal zu bewältigen wird. Just um die Überschwemmung zu erinnern, für uns 2 Jahre als die Region wirklich dürbel gestroft an wann du wie gesagt mit der Kritik könnt eben der Investimenter an Urteilen, dass die Zeit 400 die Gutzeit nicht genutzt wird, dann muss du für ein Hotelier am Müllerdal sagen Kritik zynisch wirken, oder? Engerseits schon, andererseits muss natürlich gucken, dass Morphologie von den Betrieben am Gang ist zu verändern. Dass man haut neue Reglementer, dass man haut auch neue Konkurrenz durch die Welt, haut aus etwas vergleichbar, Service sie vergleichbar, haut mit dem modernen World Wide Web kann in alles gucken. Aber wir müssen als der Konkurrenz natürlich stellen. Lützeburg ist natürlich ein Land, wo kein Billiglohnland ist. Dadurch können wir auf verschiedenen Plätzen nicht vielleicht die neidisch Hilfe an den Betrieb stechen, weil wir auch müssen Teil an als wichtig Materbeter stechen, die aber auch müssen korrekt entlohnt gehen für ihre Service. Das ist ein schwieriger Spagat, wenn ein kleiner Betrieb wird. Natürlich können alle Menschen vorwerfen, du hast noch investiert, wir müssen aber auch sagen, dass als Klientel an den letzten Jahren fundamental geändert wird. Wir haben, ich will das mal ganz ehrlich sagen, wir haben nicht durch den 100%ischen Tourismus am Müllerdal gehabt. Am Müllerdal ist ganz viel serviceorientiert Klienten gewesen, die kommen, weil sie nach anderen Geschäften zu machen hatten. Die kommen halt nicht mehr, weil die Reglementation geändert wird. Und du hast also am Müllerdal enorm viel Klientel weggebracht. Das heißt also auch die Möglichkeit, wir können neidisch Klienten zu haben, für die neidische Revenu zu finden, um eine Entreprise zu stechen. Das ist natürlich immer schwierig. Kann ich einen gerne Vorwurf machen, aber ich gehe mal die wo immer so groß Vorwurf mischt, komm mal hin, machen mal selber eine Entreprise auf und dann probieren wir das mal. Und dann guckt ihr mal, ob das so einfach ist. Das ist immer einfach eine Situation, halt, wir hängen die Kabel drauf und das schraubt nicht an der Mauer richtig angedreht. Das ist aber viel mehr schwer, wenn das selber machen muss, aber nicht weisen muss, dass das eine immens starke Herausforderung ist. Und das ist es, das kann ich ehrlich sagen. Ich meine, da wo enorm viele Betriebe terribel viel investiert haben. Ich kenne viele Betriebe, alle Revenu, alle Centime verdenken, geht an den Betrieb gestartet. Und noch merci für all die Hilfe, die es gibt. Und die EU hat natürlich auch die Regeln. Und die so das. Ich hätte gerne, dass man die Regeln, wo man heute Betriebe unterstützen, bis ein gewisser Größe, mit so viel Prozent, hätte ich gerne, dass man dem nächsten Betrieb, der mehr groß ist, mit derselben Hilfe unterstützen. Das brauchen wir. Wir müssen eine Revision von den Klauseln machen, was ist ein PME? Ein PME ist halt kein 50 Leute mehr. Und bei 250 Leuten ist ein halt kein großer Betrieb. Ja. Und ich habe gleich im Vergleich immer ein minimaler Betrieb, geht das nicht. Ja. Herr Heinisch, der hat schon lange nicht mehr gehört, und wir können so lösen zum Schluss vom Gespräch bloß nicht als echt auch auf das gesucht und reagieren, für den das eigentlich ja. Also ich wollte mal, müssen aufpassen mit dem Ganzen, aber nicht, dass er schlimm wird, den Tourismus-Bashing macht. Leute verunsichern, die sollten mehr reisen, nicht mehr fliegen, nicht mehr auf ein Croisier gehen. Da muss man ganz gut aufpassen, weil das ist eine Riesenindustrie, weltweit und auch in Europa. Und es ist ganz auch, jeder in der Meinung, den Overtourismus, den muss man irgendwie stoppen. Aber alle Menschen haben Recht auf Reisen. Tourist heißt ja Reisen, verreisen. Und das liegt am DNA vom Mensch. Wir können, das heißt schön, also es sind wirklich auch pro Lützeburg und so. Wir müssen halt kein Heißbierger, wir können mehr, wir können andere Kulturen für zu riechen, für zu schmecken. Also wir müssen aufpassen, dass man dabei nicht so viel oder negativ vom Tourismus machen. Das ist im Moment, wir haben keine so ein großes Lobby wie andere Lobbyen, also Reisebüro oder auch Hotelier. Wir müssen jetzt vielleicht ein bisschen besser aufstellen. Mir gibt ganz negativ dabei geschwert. Also Airline, die sind am Gang einer Lösungssicht für mich ökologisch. Quasi als Schiffer, wo ich schon den, was mit Gas. Das wäre mein Aufschluss, das ist mein Aufschluss vor, wie gesagt, die vorgestaltet, ob die Krise effektiv auch eine Opportunität ist für das ganze Sektor, für ein bisschen umzudenken, mehr nachhaltig zu gehen, als das eine Observation, die der macht, oder denkt, okay, auf den Punkten wird sich durch die Krise hochgepasst gehen. Ganz ehrlich, schnell sind ich in der nächsten Zeit relativ skeptisch.
Du meinst gesagt, nicht so aus, dass die Fliegerpreise Medaille gehen, Riesen viel Medaille gehen. Und dafür Recht vom Riesen, das tut all Mensch. Also wie Bio-Sachen kaufen, die Medaille sind wie Normalsachen. Also das muss ich schon aufpassen, dass du nicht den Tourismus möchte, so, das ist just für Leute, die Geld tun. Und die Leute, die kein Geld tun, die können nicht reisen. Da muss ich schon aufpassen, dass du nicht nur überschießt. Also als Branche, wir wollen noch Minor, das dauert. Ein Hotel zu bauen, ökologisch umzubauen, das ist ein riesengroßes Investment. Und total die neue Demand da an Tansania, da geht nicht einfach Müll 1 Million an Tonnen, dann machen wir alles ökologisch. Also das ist schon, das dauert. Und Airliner wissen, das Croisiéristen wissen, total wissen, alles, was sie müssen machen, das, also Menge dauert 10 bis 30 Jahre, bis alles was, wie wir hätten, ökologisch. Das, dafür, mir leicht vor, das wirklich aufpassen, nicht den Tourismus negativ zu machen, weil leider an dem DNA vom Menschen, wir wollen reisen, wir wollen andere Länder kennenlernen, an, das ist auch Bildung. Also, ich habe schon viel erlebt, also es sind relativ gescheit gehen durch viele Reisen und ich kann an Toleranz. Es sind an Tourismus, du siehst ja keinen, der nicht tolerant ist. Und das ist auch wichtig. Das war mir leicht kurz. Gerne vielleicht noch etwas so. Ja, telematisch gut. Du hast ja gesagt, zu verstehen, dass noch ganz kurz als persönliche Situation, dass ja auch ein bisschen eine Kritik auch, wenn statt so in dein Diskurs gegangen, dass ihr seht heute, ja, wir kennen, dass ja, das Bio da ja als nur hatte ich geht, dass da ja, dass das nicht immer so einfach ist. Du wolltest reagieren, man geht ganz kurz, Schluss, mir gut denn auch gut auf den Message, dass es stimmt zwar, dass durch die Covid-Krise und durch das Konfinement Bären sich Natur wenn gewiss Weise akkapariert tun, aber effektiv sind auch ein paar Fake News zirkuliert. Eng Fake News ist effektiv die Geschichte mit den Delfinen zu Venedig. Die gibt leider zu Venedig nicht. Ich meine, es gibt durchaus andere Plätze, wo Tiere mehr aufgetaucht sind wie für Krisenzeiten. Tilly, du hörst noch eine ganz kleine Minute für das Gespräch aufzuschließen. Es gibt schon von Fake News, die noch mit in einer Situation, weil kommen wir überlegen, was hätten die Leute gerne, wenn sie an Vakanz gehen? Sie hätten aber gerne eine intakte Natur, sie hätten gerne eine Biodiversität, sie hätten gerne natürliche Landschaften. Immer mehr Leute hätten noch gerne einen gewissen agroökologischen Tourismus, Séjour à la ferme. Die wollen wissen, wo könnte mein Essen hier? Also der rurale, ländlichen, auch durch Projekt Lieder, was durch alles Gebäude geht, dann hat den am Abschwung. Steht Kultur ist natürlich auch wichtig. Ich meine aber, wir sollen auch berücksichtigen, was der Konsument will, und wir brauchen politisch klare Richtlinien, die auch nachlauschen, was sie wirklich besonnen im Terrain, aber wie können wir den Tourismus mehr ökologisch machen, was brauchen Betriebe, aber wie können wir die unterstützen. Und da wollte ich ganz kurz, weil ich durch am Tourismusbereich und ich so mein klein nämlich gesehen und an die Schweiz geguckt, und das zu Lausanne, und wer kann auch an der Hotellerie, am Tourismussektor schaffen, wollte ich Grüßen, dann ist die Frau, dass das hoffentlich noch dabei ist. Und dann haben wir die letzte Forderung, die du gesagt hast, wirklich fest. Ich meine, als Hauptmessage von diesem Webinar, die Forderung kommt vom Herrn Köpp, kommt vom Herrn Heinig, klare Direktiven, dass das effektiv für ihr als Politiker, für den Machtangel, den damit dabei ist, und auch für dich, sozusagen effektiv eine Hausaufgabe auch aus den Leute von Tenor, die man halt dabei hatten, dass es eine Einheitlichkeit gibt in Europa. Letztelles wird als vielgestaltet, wartet für Initiativen zu Lützeburg gibt, mit das auch in diesem Sujet europäischen Level schafft. So nicht alle guten Merci, dass ihr Zeit geholt für den Austausch. Merci, Herr Köpp. Merci, Herr Heinig. Merci, Tilly Merz. Merci, an den Minister Dallas. Und Sonja Schröm, bis nächste Kehr diskutieren wir an enger Woche, Donnerstag, den 18. Juni, dann um die gewinnte Zeit im Züllebauer Adresse mit der Vizepräsidentin vom Europäischen Parlament, Katharina Barley, und unter anderem dem Charles Görens, über Rechtsstaatlichkeit an Europa, über Verträge an Zukunft von Europa, was du auch auf Bewegung könnte, macht angehört, zugeschwart. Für heute, merci auf die Audience für die Fragen und alle gute Gespräche. Merci auch für die Organisation, merci. Merci. Adi.